Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hallo miteinander, hallo zusammen. Willkommen zu einem neuen Podcast auf Swiss German Storytime. Schön, seid ihr wieder mit dabei. Wie geht's euch? Ich hoffe, es ist alles gut. Ich habe sicher etwa 3-4 Schichten von Kleidern an, weil es im Moment in Tokio so kalt ist. Also im Vergleich mit der Schweiz natürlich nicht so kalt. Etwa um die 0 Grad, vielleicht minus 2 Grad. Aber wir haben diese Woche recht viel Schnee bekommen für Tokio-Verhältnis. Und er ist sogar etwa in 2 Tagen liegen geblieben. Sogar jetzt kann man noch ein paar Häufen von Schnee sehen. Also eher selten für Tokio, würde ich sagen. Und ich habe gehört, in der Schweiz, glaube ich, hat es fast keinen Schnee oder gar keinen im Moment. Und es ist ziemlich warm. Wie findet ihr das? Hättet ihr lieber ein bisschen einen stecheren Winter oder freut ihr euch schon bald auf den Frühling? So? Und hey, wie geht es mit den Fasnachtsvorbereitungen? Diese Woche ist ja an vielen Orten in der Schweiz Fasnacht, der Karneval. Vor allem in den Hochburgen Luzern oder auch Ostschweiz. Ich glaube, heute ist Donnerstag, wo ich den Podcast filme. Also in der Schweiz wäre das der schmutzige Donnerstag, einer der Haupttage der Fasnacht. Könnt ihr vielleicht auch schauen? Verkleidet euch vielleicht schon? Also, wenn ich in der Schweiz wäre, würde ich sicher schauen gehen. Ich bin bis jetzt, früher bin ich natürlich mit den Kollegen oft an die Fasnacht gegangen, aber so in den letzten paar Jahren noch mehr so viel. Ich glaube, entweder hat man ein bisschen den Fasnachtsvirus oder man hat ihn nicht. Ich habe ihn jetzt eher weniger. Ich schaue gerne einfach ein bisschen zu. Ich höre gerne Guckenmusik. Aber selber so richtig Fasnächtlern, mitmachen, da überlasse ich lieber denen, die wirklich da lieben. Für den heutigen Podcast bin ich wieder einmal auf der Landesmuseum-Blog-Webseite ein bisschen stöbern. Die haben ja so viele super gute Artikel über die Geschichte der Schweiz. Und ich werde euch ein bisschen über die Gotthardbahn erzählen. Ich werde euch den Artikel jetzt vorlesen. Viel Spaß! Durchbruch am Gotthard. Durch! Am 1. März 1880 ist auf der Frontseite der NZZ der vielleicht kürzeste Titel von ihrer Geschichte erschienen. Ein Wort und jeder hat gewusst, was gemeint war. Die Arbeiter am Gotthard hatten den Berg bezwungen. Der Nord- und Südstollen hat sich getroffen. Das Werk war geschafft. Es war ein steiniger Weg. Die Schweiz ist erst spät ins Eisenbahnzeitalter gestartet und nach der Eröffnung vom Brenner 1867 und dem Mont Cenis 1871 haben ein paar Zeitgenossen befürchtet, das Land könnte umfahren werden. Die Schweiz hat also einen Tunnel gebraucht. Aber wo? Die Westschweiz hat den Simplon favorisiert, die Ostschweiz den Lukmanien. Beides Pässe, über die traditionell mindestens so viele Güter transportiert worden sind, wie über den Gotthard. Der hat sich am Schluss aber vor allem dank Alfred Escher durchgesetzt. Italien hat 45, die Schweiz und das Deutsche Reich je 20 Millionen Franken investiert. Weitere gut 100 Millionen sind von Privaten gekommen. 1872 ist der Bauvertrag unterzeichnet worden. Wenig später sind Göschenen und Airolo zu Arbeiterstädten angewachsen, in denen Tausende, vor allem italienische, Mineure auf engstem Raum zusammengelebt haben. Die Bedingungen sind miserabel gewesen. Enge, Armut, Krankheiten, Kriminalität. Die Arbeiter haben in stickigen Kammern auf faulenden Strohsäcken geschlafen. 1875 ist es zu Göschenen zum Streik gekommen. Die komplett überforderte Polizei hat in die Menge geschossen und hat 4 Personen getötet. 1879 ist auch der leitende Ingenieur Louis Favre an einem Herzversagen im Tunnel gestorben. 194 weitere Menschenleben haben Steinschläge, Felsstürze und andere Arbeitsunfälle gefordert. So jedenfalls die offiziellen Zahlen. Die Dunkelziffern dürften noch deutlich höher sein. Letztlich hat der Bund beschlossen, einzugreifen. Er hat das Bauunternehmen verpflichtet, für mehr Sicherheit zu sorgen. Überhaupt ist der Zentralstaat ein Gewinner von der Gotthardbahn.
Sie war das erste Projekt, das die Möglichkeiten der Kantone deutlich überstiegen hat. 1882 ist das Werk offiziell eröffnet worden und hat von dort an im Güterverkehr den Norden und den Süden, Deutschland und Italien, verbunden. Ein Bau vergleichbar mit dem Suezkanal. Die spektakulären Brücken, Trasse und Kehrtunnel haben Touristen aus aller Welt angezogen und die Kirche von Wassen hat in keinem Reiseführer gefehlt. Dass gerade die NZZ über das Tunnel gejubelt hat, ist symptomatisch gewesen. Von der Eisenbahn haben primär die Städte profitiert. Am Gotthard selber sind ihre Folgen eher negativ gewesen. Säumer und Kutscher haben ihre Arbeit verloren und die Bergbauern haben jetzt mit der Konkurrenz aus halb Europa müssen mithalten, was oft nicht gelungen ist. Schon 1888 haben darum mehr Hospitaler in den USA als im Urserental gelebt. Und da wäre es schon gesehen, der kurze Ausflug in die Geschichte vom Gotthardtunnel. Habt ihr das schon gewusst? Oder sind ein paar neue Infos dabei gewesen? Ich kann mich erinnern, früher, wir sind mit der Schule natürlich ins Verkehrsmuseum zu Luzern und dort hat es ganz gute Ausstellung auch über den Gotthardtunnel, wo man ganz viele Infos bekommt. Aber es ist schon viele Jahre her, ich habe vieles auch wieder ein bisschen vergessen gehabt. Oder es ist ganz in meinem Kopf gelandet und jetzt wieder ein bisschen präsenter. Ist auf jeden Fall ein beeindruckendes Bauwerk, das man dort mal erschaffen hat. Aber man hat auch einen höheren Preis dafür müssen zahlen. Nicht nur in Geld, sondern eben auch mit Menschen und Ressourcen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch eine ganz schöne Woche und sehe euch beim nächsten Mal.